Okay, jetzt haben wir im Aquarium, also in der Meeresausstellung. Was soll das sein? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Mosasaurier. Mosa, was? Sieht ziemlich gruselig aus. So eine Art Meeresechse. Stell dir eine große Moräne mit einem Krokodilkopf vor. Krokomurene? Toll. Klingt nett. Keine Sorge, auf meiner Liste von Parktieren sind keine Meereskreaturen. Wofür sind dann all die Futterfische? Futterfische? Ja, wir sind durch einen großen Raum voller Fischbecken gekommen. Laura meinte, mit denen werden andere Tiere gefüttert, zum Beispiel Wale. Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Ich glaube, uns erwartet noch was Großes. Ah, Paläozoikum. Vom ältesten zum jüngsten System. Cambrium, Ordovicium, Silur, Devon, Carbon, Perm. Interessantes Konzept. Lebende Fossilien. Wie soll eine Mücke auch Fische stechen, die hunderte Meter unter der Wasseroberfläche leben? Das kleine Becken ist cool. Wurden diese Tiere wie die Dinosaurier geklont? Nein, sie sind nicht ausgestorben, sondern leben auch heute noch im Meer. Man nennt sie lebende Fossilien, weil sie sich von den alten Fossilienformen, die Paläontologen fanden, kaum weiterentwickelt haben. Oh, ist das ein Pfeilschwanzkrebs? Könnte sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel über Meeresfauna. Fauna. Paläozoikum, Cambrium, Ordovicium, Silur, Devon, Carbon, Perm. Ach so, das haben wir schon gehört. Wie geht's dir, Jess? Mein ganzer Körper zittert. Ich wäre sogar lieber wieder im Gefängnis. Ich habe das Weglaufen satt, Dad. Ich weiß, ich auch. Aber jetzt sind wir erstmal sicher. Erst einmal. Haben wir denn einen Dialog? So, kurze Unterbrechung. Aber es geht schon weiter. So, wir waren beim Dialog, Money. Wie seid ihr zwei so schnell hergekommen? Ein Tourfahrzeug hat uns mitgenommen. Ganz toll. Ich bin in diesen Tunneln um mein Leben gerannt und ihr zwei macht eine Spritztour? Spritztour? Jetzt mach mal halblang. Dad, es tut mir so leid, dass ich so viel Ärger gemacht habe. Nicht doch. Das hier ist nicht deine Schuld. Natürlich, das Rauchen und der Dinosaurier, das Klauen und meine schlechten Noten. Ich will nicht immer so einen Mist bauen. Hör zu, Jess. Ich weiß, dass ich manchmal ziemlich hart zu dir bin. Ich habe das Gefühl, als müsste ich monatelange Erziehungsmaßnahmen in die paar Tage stopfen, die ich mit dir zusammen bin. Aber du bist eine tolle junge Frau. Ich bin stolz auf dich und ich will nicht, dass du dieselben Fehler machst wie ich früher. Okay, haben wir denn... Was macht denn Geh Billy? mal rüber zum Infostand, okay? Ja, Dad. Ja, eine Information könnte ich jetzt brauchen. Ach so, der Infostand. Da ist der Billy. Clever. Sieht aus, als würden sie Daten aus der paläozoischen Ära als tägliche Tastencodes benutzen. Okay. Die paläozoische Ära ging der ältesten Periode auf der Anzeige voraus. Vielleicht beginnt die Abfolge nicht am Anfang der Woche. Okay, heute ist Sonntag. Ich brauche den Code von Freitag. Was für ein Code von Freitag? Ach so. Devon. Nach Devonshire benannt. Vielleicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh Oder- gut, eine Anleitung. Schlüssel einstecken. Code hält 24 Stunden und so weiter und so fort. Morgendlicher Betrieb setzt Vorgang zurück. Schlüssel gegen Uhrzeigersinn auf Eingabe drehen und 3 Sekunden halten. Tastatur setzt zurück und piept 3-mal. Im Uhrzeigersinn auf Zurücksetzen drehen. Vorherigen und neuen Code eingeben. Klingt machbar. Machbar ist bestimmt.
Hier ist genug, um die Reihenfolge abzuleiten, wenn ich mich nur an die Reihenfolge auf der Anzeige erinnern könnte. Jetzt müssen wir nochmal uns das anschauen. Tja, das können wir uns doch alles, kann ich alles merken. Okay, Carbon. Was war Konsumat? Azuricum, Cambrium, Ordovicium, Silur, Devon, Carbon, Perm. Ich gehe mal rüber zum Infostand, okay? Ja, Dad. Oh, wie ging doch gleich der Merkspruch? Kamele ohne Socken denken komisch oder so ähnlich. Bla bla bla. Tja, jetzt habe ich... Tja, keine Ahnung. Nehmen wir mal das da. Silur, Silur. Könnte genauso passen wie alle anderen. Nehmen wir halt einmal. Okay, versuchen wir es am Aufzug. Der Aufzug. Ich hoffe, ich muss mir nicht den Code noch merken. So, niemand schaut sich die Fische an. Und da ist der Kasten. Halt. Irgendwas haut nicht hin. Was machen wir verkehrt? Ach so. Oh Mist. Ich muss das falsche Bild gewählt haben. Mhm. Das heißt, nochmal zurück. Und ein anderes Battle nehmen wir heute mal Perm. Perm? Klingt richtig. Okay, mein bester Tipp. Mein bester Tipp. Probieren wir es nochmal. Vielleicht geht's jetzt. Okay, neuer Code. Halten wir es einfach. Okay, neuer Code. Halten wir es einfach. Und der Aufzug ist sofort. Sehr gut. Hey, lassen Sie das zu. Sind Sie verrückt? Jemand könnte es sehen. Nur die Ruhe. Was sehen? Verdammt, Sie leichtsinniger Idiot. Was war das? Spionageausrüstung oder so? Ganz genau. Streng geheim. Und wenn du irgendwem davon verrätst, muss ich dich töten. Sie werden ihr kein Haar krümmen. War doch nur Spaß.
Hey, ich habe den Aufzug zum Laufen gebracht. War auch Zeit. Was ist hier los? Nichts, alles okay. Schluss damit, wir müssen endlich los. Wir haben nicht ewig Zeit. So, schauen wir mal, ob wir die Dr. Socke nochmal finden. Weil die ja schon aufgefahren ist. Oder Obi. Dad, meine Ohren, Liebe was Gäste, ist los? die Lagunenrotunde liegt in einer Unterwasserumgebung mit höheren Druckverhältnissen. Bitte halten Sie die Nase zu und drücken Sie Luft hinein, um beim Hinabtauchen den Druck auf den Ohren auszugleichen. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Unwohlsein oder Schwindel verspüren, informieren Sie umgehend einen Mitarbeiter. Sie meinen einen tiefen Rausch. Das kann passieren, wenn man Druckluft einatmet. Woher weißt du das? Ich, hab's in einem Film gesehen. Wow! Und da fahren wir hin? Ich denke schon. Mein Gott, sowas habe ich echt nicht erwartet. Das ist so cool! Ich glaube, dass wir da ordentlich Ärger kriegen, Vorsicht, ich gehe vor. weil ich da schon so Vermutungen habe. Cool! Seht euch das an! Ich will mit Dr. Hammond sprechen. Nein, das kann nicht warten. Können Sie mich mit Mr. Maguire verbinden? Oder besser mit Peter Ludlow? Bitte beeilen Sie sich. Nein, hören Sie zu. Hier spricht Dr. Laura Irgendwie Sorkin. gefällt mir ganz und gar nicht, was ich da Arbeite sehe. und bin immer noch vor Ort. Holen Sie jemanden ans Telefon. Mr. Parker, ich will keine Rettung. Ich will den Bombenabwurf nicht verzögern, sondern ihn ganz verhindern. Was? Okay, wir haben noch einen anderen Sie ist Schauplatz. nicht kontaminiert, sondern ein Wildreservat. Diese Tiere sind nicht Von innen verseucht. verschlossen. Sie sind stark gefährdet. Sie hören mir nicht zu. Okay, schauen wir mal zur Jazz. Was die da so macht. Und es schaut noch ruhig aus. Aber ich befürchte, das ändert sich noch. Da haben wir noch irgendwas. Hey Dad, das hier sieht aus wie eine Gegensprechanlage. Was? Wo? Gut gesehen, Schatz. Laura, ich bin's, Jerry. Laura? Jerry, ich höre Sie. Gut, dass Sie hier sind. Jetzt wird alles leichter sein. Was haben Sie getan? Wir werden den Bombenangriff stoppen, Jerry. Diese Insel muss erhalten bleiben. Die restlichen Überlebenden sind meine Geiseln. 4 andere. 3 Amerikaner und eine Costa Ricanerin. Ich lasse sie nicht gehen, bis die Pläne zur Bombardierung der Insel widerrufen werden. Geisel? Sie haben kein Recht, uns hier festzuhalten. Rechte sind nur ein ideologisches Konstrukt. Ich will keine philosophische Debatte starten. Welche Rechte haben die Dinosaurier? Haben sie kein Recht darauf zu überleben? Sind unsere Rechte wichtiger als ihre? Ich will keine Rechte vergleichen, so majestätisch und lebendig sie sein mögen. Unsere Dinosaurier sind Phantome. Wir haben sie in eine Welt gesetzt, die nicht bereit für sie ist, und wir müssen sie zum Schutz unseres Ökosystems isolieren und unter Kontrolle halten.
Es geht nicht um Rechte, sondern um Verantwortung. Und wir tragen die Verantwortung, unsere Geschöpfe zu erhalten und sie auf ihre Art überleben zu lassen. Ja, langsam trat die durch, die Alte. Vielleicht mag der Yoda was da? Wir müssen etwas tun. Und was? Wir sind zwischen zwei Türen eingeschlossen. Soweit wäre es nicht gekommen, wenn ich sie getötet hätte, als ich die Chance dazu hatte. Nein, Sie verweigern mir doch die Kooperation. Wenn Sie mir nicht garantieren, dass die Insel erhalten bleibt, dann muss ich drastischere Maßnahmen ergreifen. Das ist doch verrückt. Gut, verbinden Sie mich mit dem Militär. Hallo? Hallo? Ich zeige Ihnen, wie eine Verseuchung des globalen Ökosystems aussieht. Oh, die hat irgendwas vor. Was sagen Sie? Werden Sie den Bombenangriff stoppen? Laura, hören Sie auf diese Leute. Hören Sie auf ihre Vernunft. Sie handeln irrational. Die Natur ist irrational. Rationalisierungen haben uns nichts gebracht. Es ist an der Zeit, der Natur wieder die Kontrolle zu überlassen. Es gibt doch andere Möglichkeiten. Laura, es gibt andere Möglichkeiten. Uns gegen unseren Willen hier festzuhalten, um die Dinosaurier zu retten, ist höchst unüberlegt. Sie wissen es doch besser, Laura. Ich weiß, Jerry. Ich weiß, was ich tue. Ich habe unmissverständlich gesagt, was passiert, wenn die Insel bedroht wird. Ich hatte Pläne, die von Ingen und der Regierung ignoriert und durchkreuzt wurden. Und jetzt ziehe ich meine Konsequenzen. Laura? Ich lasse den Mosasaurus frei. Sind Sie verrückt? Ein Landsaurier, der ins Festland paddelt, ist eine Sache. Aber Sie sprechen davon, einen Spitzenpredator in über 70% des globalen Ökosystems zu lassen. Es ist nur einer, wir können ihn wieder einfangen. Bevor er den letzten Buckelwal frisst? Übertreiben Sie mal nicht. Laura, nicht! Oh oh. Plan B. So, Plan B. Schaut wie aus. Ach so, der haut die Tür, ey. Also fleißig auf die Tastatur hämmern. Tut mir leid, Jerry. Aber um diese Insel und all ihre wissenschaftlichen Schätze zu schützen, muss ich etwas tun. Es ist noch nicht zu spät, wir können es rückgängig machen. Nein, das System wurde heruntergefahren. Sie können nichts tun. Die Schleusen sind geöffnet. Der Mosasaurus kann raus. Laura, Sie müssen... Nein, Jerry, das steht nicht zur Debatte. Wir Oh, weia. müssen Ingen zeigen, dass... Vorsicht! Raus aus dem Wasser! Okay. Verdammt, was haben Sie sich dabei gedacht? Okay, alle ruhig bleiben. Und vom Fenster fernhalten. Ruhig bleiben? Ganz genau. Was? Wollen Sie einen, hab ich doch gesagt? Weiß ja nicht, wie es mit Ihnen ist, aber ich bin hergekommen, um zu telefonieren. Gut, Dr. Socken hat's hinter sich. Die gibt's jetzt nimmer. Hier spricht William Yoda, Kennung 4122. Verbinden Sie mich mit Haskell. Ja, Sir. Ja, Sir, die amerikanische Botschaft. Ich berichte, große Verluste auf der Insel. Team Alpha im Kampf getötet, bis auf mich. Team Bravo im Kampf getötet, 2 Helikopter zerstört. 2 Zivilverluste. Ich habe Zugang zu einem seetüchtigen Boot und evakuiere die letzten Überlebenden. Ja, Sir. Das Militär kann einschreiten. 90 Minuten. Verstanden, Sir.
Was ist hier los? Wen haben Sie angerufen? Das ist weit genug weg. Was? Sie kommt nicht mit. Sie erleiden einen tragischen Unfall, Jerry. Nima, wir haben alles, was wir brauchen. Wir bringen das allein zu Ende. Was? Oh. Es gibt eine tragische Wendung. Nein, Was soll Nein bitte heißen? Wir hatten einen Deal, schon vergessen? unser Deal war nicht vor, Jerry und Jess zu töten. Was ist los? Es tut mir leid, Jerry. Ich wurde hierher geschickt, um die Dinosaurier-Embryos von Ingen zurückzuholen. Ich verstehe das nicht. Sie sind eine Industriespionin? Ja, Verdammt, Nima. Ich habe Ihnen vertraut. es ist nicht so, wie es aussieht. Yoder hat die Dose genommen. Er will sie für sich. Ich versuche Ihnen und Jess zu helfen. Was für eine Dose? Eine Dose Rasiersaum. In ihr sollen die Embryos von der Insel geschmuggelt werden. Nima, Sie versauen es! Nein, sie tun es. Oskar hat ihnen vertraut. Vielleicht war er ein Teufel, aber jeder konnte seine Sünden auf seinem Arm sehen. Sie sind nichts weiter als eine Maske. Nein, das können Sie nicht tun! Sind wir Ihnen so egal? Und was ist mit Oskar und Deacon? Das reicht. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich gebe Ihnen einen kleinen Vorsprung. Billy, warten Sobald ich Sie. den Bügel loslasse, gibt's kein Zurück mehr. Tun Sie das nicht! Verdammt! Oh, das Glas bricht. Steh auf! Es ist wieder Action gesagt. Jetzt aussieht doch. Ja, jetzt sitzen wir fest. Draußen wartet der Mosasaurus. Sind wir alle in Ordnung? Sie meinen, abgesehen davon, dass dieser Desgraciado uns hier eingesperrt hat? Wir sind so gut wie tot. Sagen Sie das nicht. Jemand muss nach uns suchen. Wer, Jerry? Yoder hat uns hier zurückgelassen. Er wird mit dem Boot wegfahren und niemandem von uns erzählen. Vielleicht lässt er das Boot da. Er hat den Behälter. Er weiß, wo das Boot ist. Den Behälter hat er nicht. Was? Tut mir leid, ich wollte ja nicht mehr stehlen, aber... Okay, diesmal verzeihe ich dir noch. Jerry, sehen Sie! Na toll. Einfach toll. Warum überflutet es? Durch den Schaden an der Tür verlieren wir Luftdruck. Der ganze Raum wird sich bis ins Letzte mit Wasser füllen. Verdammt. Selbst wenn wir die Tür gegen den Druck öffnen könnten. Die Rotunde ist überflutet. Es gibt keinen Ausweg. Warten Sie, ich erinnere mich. Vielleicht kommen wir raus, wenn wir schwimmen. Schwimmen? Wir schaffen keine 5 Meter, wenn der Mosasaurier hier rumschwimmt. Vielleicht. Das Rohr dort führt aus dieser Lagune raus. Am anderen Ende sind Höhlen, die mit weiteren Höhlen verbunden sind, die zum Strand führen. Wir benutzen das Rohr als Deckung. Und Sie glauben, wir können die Luft so lange anhalten? Dad, sieh nur. Da unten sind Tauchausrüstungen. Nein. Wir haben doch gar keine Ahnung vom Tauchen. Ich schon. Was? Wir müssen den Mosasaurier ablenken. Überlegen Sie sich was, dann treffen wir uns unten. Tauchen? Okay, jetzt gehen wir dann auf Tauchstation. Aber erst einmal legen wir da eine Pause ein.